Der Angriff der Akatsuki geht weiter. しかし熾烈を極めた戦いは結果としてサソリの敗北に終わる。サソリの奥底にあるかすかな感情、そこから生まれた一瞬の隙を突かれての敗北であった。 Ein Akatsuki-Mitglied mit Gefühlen. So etwas sah man bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so häufig. 暁は次なる手として得意なる能力を持つ二人、ヒダンとカクズオ。 Kakutsu und Hidan. Die beiden Unsterblichen, zumindest hat man sie so genannt. 九尾の陣中力渦巻きナルトが住まうこの葉隠れへと向かわせた。共に不死の存在である二人はこの葉の抵抗をものともせず進行を進めてゆくが。 Ja, jetzt muss er allerdings ein kleines bisschen widersprechen, weil in Konoha selbst sind sie gar nicht eingedrungen. Das war eher ein Vorort von Konoha, aber ja, sei es drum. ついにその眼前にこの葉でも指折りの実力を持つ畑かかしたちの迎撃を受ける。 Ja, leck am Schäppel, hey. Als Hidan und Kakutsu muss ich jetzt antreten. Oh mein Gott. 悲願に挑むは死の敵、怒りの瞳を向ける奈良鹿丸。 Es wird zwar davon erzählt, dass Nara seinen Meister rächen wollte oder gerächt hat, aber wieso überhaupt rächen? Das wurde hier nicht so richtig vermittelt. Naja, sagen wir mal so. Als die beiden, sprich eben Hidan und Kakutsu, das erste Mal in Konoha oder halt einen Vorort davon eingedrungen sind, da sind sie auf Asuma gestoßen und seine Truppe und dabei hat Asuma sein Leben gelassen. 対する悲願は新たなる煮えの出現に歓喜の声を上げるのだった。 Hidan ist, wenn man so will, eigentlich der erste und einzige wirkliche Unsterbliche in der Naruto-Sage. Aber, naja, auch seine Unsterblichkeit hat ein kleines Risiko. Und, nicht ganz, nein. Moment, wie heißt es schon wieder? Ja, weißt schon, den links da, mir fällt kein Name nicht mehr ein. Heute ist irgendwie der Tag der Vergesslichkeit. Shikamaru, genau, Shikamaru Nara, jetzt habe ich es irgendwie wieder. Gut, ja, Shikamaru hat zumindest mal die Technik herausgefunden, wie er Hidan, sagen wir mal, vielleicht nicht vernichten kann, aber dafür aufhalten kann. 人を呪わば穴二つ。お前は俺の死を呪い倒した。てめえだけのうのうとはしゃいでいられると思うな。邪神様、見ててくださいよ。こんなやつあっという間にぶっ潰しちまいますから。 Ja, ja, Hidan ist gläubig. Das muss nämlich auch sein, denn seine Unsterblichkeit beruht darauf, dass er eben gläubig ist. Und dafür muss er, glaube ich, hin und wieder etwas opfern und so. Ich weiß gerade die Regeln dafür nicht mehr. Jedenfalls, solange er das ihm macht, ist er unsterblich. Aber wie gesagt, auch Unsterblichkeit hat seine Grenzen. Oder sagen wir mal Nachteile. Kurz gucken, wie Shikamaru kämpft. Du sollst richtig kämpfen, Hidan! Jedoch. Jetzt hat er sich erledigt. Auch eine heftige Waffe, hey. Und sobald er seinen Gegner einmal damit berührt, ist es im Prinzip vorbei mit ihm. Weil dann klebt deren Blut an seiner Klinge und mit dem Blut kann er das Ritual vollziehen, mit dem er eigentlich sich selbst tötet, aber allen Schaden, den er sich selbst zufügt, auch seinem Gegner. Natürlich, wenn er unsterblich ist und er sich irgendwie das Herz durchbohrt, dann stirbt er selbst zwar nicht, aber sein Gegner schon. Na toll, was war das gerade? Aber er kann sich da abbrechen. Alter, was ist denn das für ein scheiß Jutsu? Ja, Shikamaru, komm nur, komm nur.
Bin gespannt, ob das besser ist. Sora, Sora, Sora! Ja, sag's doch noch lauter. Sora, Sora, Sora! Du sprichst Japanisch. Ja, Sora, Sora, Sora! So, komm schon, jetzt will ich noch das Ultimate Jutsu auspacken. Nein! Oh, verdammt! Hätt's beinahe geklappt. Was? Alter! Hör auf mich zu nerven, Shikamaru! Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Jo, jo, jo. Hidan ist irgendwie ein langweiliger Charakter zum Steuern. Natürlich, so ein Ultimate Jutsu kannst du auch knicken, ey. Ja, wie gesagt, das kannst du knicken, ey. Das kannst nicht mal... Ja. Du kannst nicht mal zu Halloween gebrauchen. Dazu sage ich lieber nichts. Ich schäme mich regelrecht, dass ich mit dem kämpfen musste. Ja, grinst da nach dem... Hidan kann man nicht so wenden, als ob ich das jemals tun würde. Zurück zum anderen, quasi Unsterblichen. 明らかに被弾の実力は上にあった。しかし慢心は油断を生み、油断は隙を作る。その被弾は敗北し地に沈むのだった。 Ganz genau, ja, ganz genau. Lebendig unter der Erde begraben. Auch einem Unsterblichen nützt dann das überhaupt nichts, sondern noch weiterlebt. Weil wenn er sich nicht bewegen kann und unter der Erde eingeschlossen ist, was bringt ihm das? Genau, überhaupt nichts. 一方各図は圧倒的な戦闘経験を生かし、畑かかしを徐々に追い詰めていた。ところが事態は急転する。 突如その場に九尾の陣中力渦巻ナルトが現れ各図の前に立ちふさがったのだ。 Ist doch immer so. In der größten Not taucht der Held auf. Naruto. お前が九尾の陣中力か。真術で決めてやる。 お前の方から来てくれるとは探す手間が省けた。 Kakuzu und seine 3 Helfer, oder wohl eher seine 3 Herzen. Ja, denn Kakuzu besaß ursprünglich 5 Herzen, mit jeweils einem Element, das heißt, er besaß ursprünglich mal alle 5 Elemente, doch mittlerweile hat Kakashi bereits eines davon zerstört. Das heißt, er hat noch sein eigenes und noch 3 andere, sehen wir noch gut auf seinen Rücken gerade, glaube ich zumindest. Ja, mit dem zu kämpfen, oh nein, ich will jetzt niesen. Sorry Leute. Sorry. Aber keine Absicht. Ich schwör's. So, mal kurz schauen, was hat Kakuzu für Jutsus drauf. Ja, man sieht schon, seine eine Maske ist ein bisschen zerfleddert. Das war, glaube ich, die Wassermaske, wenn man nicht mehr ganz sieht. Oder was? Die Maske? Ne, das war die Maske. Müsste die Wassermaske gewesen sein. Naruto schlägt ganz schön zu, muss ich schon sagen. Ey, Alter! Chill mal ein wenig. Ah, Mann, ich kann mit dem nicht umgehen. Man sieht vielleicht gerade nicht, aber ich kann wirklich nicht mit dem umgehen. Und ich muss mal was an der Sprachqualität ändern. Wie jetzt? So schnell ging das plötzlich? Ging ja keine 2 Minuten, wa? Okay, gleich nochmal. Ja, ich war ein bisschen abgelenkt, auch durch den Nieser. Ja, dieser dämliche Nieser, der hat mich vollkommen durcheinander gebracht. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, Naruto, lässt mich bitte mal erklären? Alter, darf wohl nicht wahr sein! Halt mal die Fresse da! Oh, das ist so knapp. Jetzt reicht's mir aber. Ja, ihr könnt sehen, er hat auf dem Rücken noch 4 Masken. Eine davon ist zerstört, das war die Kakashi zerstört hat. Die anderen 3 kann er von seinem Körper lösen.
was ihm aber ja, momentan nicht mehr viel bringt. Zumindest macht das gerade nichts. Jede dieser Masken ist ein Herz und ein Shinobi, das er mal geklaut hat. Und jedes dieser Masken hat ein eigenes Element. Sein eigenes Element ist das Doto, also das Erdjutsu. Nur mal so zur Information. Und Kakuzo, wenn ich das gerade auch mal schon dabei bin, kann ich das auch noch erklären. Kakuzo ist schon über 100 Jahre alt. Er hat sogar schon gegen den ersten Hokage gekämpft. Und wollte dessen Herz haben. Was er aber nicht geschafft hat. Weil ganz ehrlich, den ersten Hokage konnte so gut wie keiner besiegen. Ich glaube sogar, es hieß, oder es hat geheißen, nein, es hieß, dass er noch nie einen Kampf verloren hat. Also, die Attacke ist mir neu. Kann ich so zwar nicht ganz glauben, aber ja, wenn es gefällt, war halt der erste Hokage der stärkste von allen. Wieso ist das erste Jutsu ein Feuerjutsu? Mann, er hatte doch das Erdelement. Voll abgeschossen. Naruto kämpft echt gut, muss ich mal sagen. So, mal kurz schauen, was hat er eigentlich als anderes? Ah, sein Wurfjutsu. Gut, jetzt hat es mir langsam mal alles, wa? Jetzt kann ich es auch beenden. Vollrückzieher. Ja, ne? Ja, die Fäden seinen Körper, beziehungsweise sein Geschwülste. Ja, Alter, bist du ein ekliger Wurm, ey. Ich hätte, glaub, vor ein paar nichts essen sollen. Oh mein Gott. Na, jedenfalls ist es vorbei, wir bekommen Rang A. Kakuzu zu Vempa und ich zock garantiert nie wieder mit dem, weil der ist scheiße zu steuern. Ist eigentlich nicht mein Kampfstil. Ihr merkt es ja. Ich habe immer zu Beginn eines Kampfes mit einem neuen Charakter ein bisschen Mühe, mich auf ihn einzustellen. 圧倒的な戦闘経験の差。角図は標的を確実に追い詰めた。 Ja, aber Naruto wäre nicht Naruto, wenn er nicht, Naruto wäre. Nee, Quatsch, wenn er nicht ständig eine neue Technik zum einen drauf hätte, oder zumindest mal ständig neu improvisierte Pläne. しかし、渦巻きナルトはその苦境を巻き返し、歴戦の強者、角図を相手に勝利を収めた。 Mit der Perfektion der Technik seines Vaters, dem Rasengan. Das Futo Rasen Shuriken. Oh yeah. 若き目の台頭。歴史の風は大きな変革を迎えようとしていた。 Also die Aussage kapiere ich jetzt nicht ganz. Wie jetzt? Aus alten Wurzeln waren neue Knospen entsprungen. Hä? Was will mir der Erzähler damit mitteilen? Ganz ehrlich, Freunde, ich habe keinen blassen Schimmer. そして、それはこの葉よりと Ja, machen wir ein bisschen schneller. 内葉のアジト。 Oh nein, jetzt schon wieder! 内葉を背負う兄弟の激突。血を分けた二人の決闘が今まさに。 Ja, wie lange ist es her? 10 Parts oder so, wo ich gesagt habe, die Gebrüder Uchiha nie mehr? Oh nein. Ja, wir kennen es bereits, wir kennen es. Oh nein, nicht schon wieder mit dem. Ich raste mit Itachi zu kämpfen. Oh mein Gott. Ja, das kann nicht was werden. Jetzt. Ach, kann ich nicht, aber Susanoo kann ich bereits einsetzen? Hallo? Ja, bringt relativ wenig, wa? Ich verschwende ein bisschen zu viele Tauschjutsu, so geb's ja zu. Sein Greifen auch ein bisschen mühsam. Ich erinnere mich. Nee, Sasuke, bleib ganz ruhig. Bleib doch geschmeidig, Mann. Du kämpfst gegen deinen eigenen Bruder. Na gut, muss ich gerade sagen, wa? Komm schon, Sasuke. Ich will dich doch bloß in die Arme nehmen. Geht doch. Ja. Itachi hat ein seltsames Verständnis von in die Arme nehmen. Ich geb's dazu. Es ist vorbei. Nee, doch nicht.
Du hast doch getäuscht, Itachi, es ist noch nicht vorbei. Du hast noch keine Ruhe vor deinem Bruder. Das werde ich nicht zulassen, Sasuke. Ah, reingeschmiert, hab ich gesagt. Lass gleich mal stehen. Und voll verkokelt. Perfekt zum Ende des Partes hin. Ich hab's doch noch geschafft. Und das im ersten Anlauf. Man glaubt's fast nicht, wa? Ja, komm schon, dafür will ich aber Rang A sehen. Hey. So viel zu Rang A. Das Spiel will mich dauernd auf den Arm nehmen. Das gibt's ja wohl nicht, hey. 命の火をかけた両者の攻防。イタチの実力はサスケを上回っていた。 Die Szene fand aber ziemlich früh im Kampf statt. Jetzt sag mir bitte nicht, dass er schon wieder gegen die beiden gegen Sasuke mit Itachi antreten muss, man natürlich. それでもなお、サスケは倒れず。 Nee, Schweig gehabt. ここにイタチの死、そして揺れた心はやがて憎しみへと変わり、 Was auch sonst. そして内派の決闘と Ach du Scheiße! Pain gegen Jiraiya? 伝説の3人が1人、ジライヤは暁の調査のため雨隠れの里へと侵入していた。 Na, Prost Mahlzeit, würde ich dann mal behaupten. Leute, wie es weitergeht bei Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations. Das seht ihr in der nächsten Folge. Es wird langsam richtig, naja, sag jetzt mal ein bisschen epischer, nicht wahr? Ja, ich weiß schon. Der Story-Modus hier ist ein bisschen sehr kurz. Ich freue mich ja auch schon auf Ultimate Ninja Storm 1 und 2. Die zocke ich natürlich auch noch. Ob in diesem Jahr, ja, wieso eigentlich nicht, war? Eines der beiden sicher, ob das andere auch noch, weiß ich noch nicht. Egal, sei es drum, wir sind hier immer noch in der Madara Uchiha Saga, zumindest laut Spiel, naja. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge, habe ich schon mal gesagt. Trotzdem bedanke ich mich fürs Zusehen, fürs Zuhören, fürs Kommentieren, Bewerten und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!